Salut zusammen, hier der Remo live aus dem Hochzeitshütli. Weil jetzt ist es eben so, jemand von euch hat mich gefragt, ob ich die Odyssee als Hochzeitsgeschenk an Bräutigam würde empfehlen. Exzellente Frage, danke. Und darum hier mal Fakt Nummer 20. Im Zentrum von Odyssee steht ein männliches Individuum, das die Zähne zusammenbeissen muss, Verluste in Kauf nehmen, das langjährige Weggefährten einfach verliert, sich anbinden, dass er nicht wahnsinnig wird. Es geht um übersteigerte Egos und Eifersucht, es geht um Frustration und lange Zeit nach früher, um Rückschläge und Umwegen, um Verschlagenheit im doppelten oder dreifachen Sinn, um Irrtum, um mangelnde Impulskontrolle, es geht um den Anschluss an früher wiederfinden. Aber es geht auch um kleine vereinbarte Zeichen zwischen Liebespartner und Blut zu Geistesverwandten. Es geht um blindes und stummes Vertrauen, um das Wiedererkennen im innersten Kern, um Treue und Beharrlichkeit, um Ausdauer und Liebe, um Nähe und Verwandtschaft, um Philia. Es geht um zwei, die von den Göttern dafür gesorgt wird, dass sie wieder vereint werden. Es geht um Nachfolge und Kontinuität. Es geht um das Heilige an Heim und Herd, um Stabilität und Treue, um Versöhnung und Erleichterung, um gemeinsames Essen und Trinken und Feiern und Geschenke, um das Miteinander und Grosszügigkeit und darum, dass man, wie im Fall von Polyphem, um alles Auge muss zudrücken. Und darum die Odyssee als Hochzeitsgeschenk. Meine Antwort ist ein ganz klares Ja. Mhm.